Es war, als hörte ich in mir den Klang der alten Worte, die Samuel einst vernahm. Steh auf, salbe ihn, er ist es. Wie einst Samuel fragte ich mich, wo besser als in seiner Brüder Angesicht. Ich sah seine Freunde an, Lazarus, Simon Petrus, Jakobus. 2 Tage hallt es in mir. Hatten sie ihn nicht gehört, dachte ich empört. Er hatte es klar gesagt, in 2 Tagen liegt er im Grab. Im selben Atemzug spricht er vom Tod, wie seinem Leben das Ende droht und zugleich von seinem Reich. Wie konnte das zusammengehören? Und doch, ich habe gesehen, wie er meinem toten Bruder neues Leben gegeben. Kann er auch sich selbst auferwecken? 2 Tage, oh Schrecken, so furchtbar und doch voller Hoffnung. Ich verstehe es nicht, hab keine Ahnung. Tod und Segen, sein Reich und gleich das Ende von seinem Leben. Ein Geheimnis, das sich uns noch verbirgt, ein König, der stirbt. Meine Hand zitterte, als ich das Alabastergefäß umklammerte. Salbe ihn. Ich sah ihn an, fasste meinen Mut und stand auf. Ich bahnte mir den Weg durch die anderen. Langsam zog ich das Gefäß aus meinen Gewändern, machte es auf und fing an, es auszugießen und ließ den ganzen Inhalt über seine Füße fließen. Das kostbare Öl tropfte langsam hinab. Ein tiefer, warmer Duft stieg hinauf und erfüllte den Raum. Schön, intensiv, fast schon überwältigend. Ich kniete nieder, hab bei seinen Füßen seine Nähe und seine Heiligkeit gespürt und verteilte das Öl mit meinen Händen auf den Füßen von dem alle Ehre gebührt. Hatte ich Jubel erwartet oder ein Ruf, Heil dem König? Ja, war es nicht offensichtlich, dass er gesalbt gehört? Er ist heilig. Doch stattdessen kroch Stille durch den Raum. Gemeinsames Schweigen. Und dann Empörung. Stopp, rief Judas, halt! Was für eine Verschwendung! Man hätte es verkaufen können für ein ganzes Jahresgehalt und das Geld den Armen geben, eine viel bessere Verwendung. Maria, was tust du da? Petrus' Stimme war voll Unverständnis, doch laut und klar. Er griff nach dem leeren Gefäß. Meine stille Tat verurteilt, meine Absicht in Frage gestellt, meine Erkenntnis beurteilt, meine Hingabe die Empörung erhält. Scham kroch in mir hoch. Hatte ich falsch gehört? Aber er ist doch der Messias, der König. Da sprach Jesus, lasst sie in Ruhe, warum macht ihr es ihr so schwer? Er nahm meine Hand und zu mir sagte er, das ist schön. Dann wandte er sich an die anderen. Sie hat verstanden, sie weiß, dass ich bald sterben werde. Ihr wisst alle, dass ich bald von euch gehen werde. Dieses Öl, es war für diesen Moment bestimmt. Für die Salbung, für mein Begräbnis ist es zerrinnt. Nicht, weil sie meinen Tod feiert, sondern weil sie mich ehrt und versteht, was hat wirklich Wert. Weil sie meine Worte ernst genommen hat und es dabei nicht lässt ruhen. Ihr habt das ganze Leben Zeit, um Gutes zu tun. Aber mich habt ihr nur noch kurze Zeit. 2 Tage. Ich blickte durch den Raum, den vollen, hoffte jemand würde fragen, verstehen wollen. Aber ihre Blicke waren leer. Niemand sagte etwas mehr. Ohren verschlossen, als wäre das Thema nun abgeschlossen. Kein Verstehen, kein Fragen. Jesus drückte meine Hand noch einmal und seine Worte waren wie Balsam. Glaub mir, was du getan hast, wird nie vergessen. Überall, wo das Evangelium verkündet wird man auch von dir erzählen, diese Geschichte erwähnen. 2 Tage sind nicht das Ende. Vielmehr schreiben sie ein neues Ende. Sie sind der Anfang. Durch diesen Duft, durch meine Hand, habe ich ihn gesalbt. Den Messias, Gottes Gesalbten. So starke Worte. Danke. Lass uns zusammen beten. Tatsächlich bist du Jesus Messias.
König aller Könige, der Herr der Herrscher. Tatsächlich bist du lebendig, auferstanden, gegenwärtig. Und danke, dass du auch jetzt da bist und unser Herzen Gedanken sprichst. Wir wollen dich loben, ehren, weil dir gebührt alle Ehre. Amen. Amen. Wir sind im neuen Predigtserie, sind 4 Predigten über Ostern, die Reise von Jesus, was er macht bis zum Kreuzigung und Auferstehung. Jetzt gerade sind wie viele Wochen vor dem Ostern? 2, 3, 2. Gut. Jesus ist heute unterwegs. Er geht zu einer Stadt, heißt Bethanien, kommt in die Stadt rein, besucht seine besten Kollegen, seine Freunde, den Lazarus, den Martha und den Maria. Geht bei ihnen daheim, verbringt ein paar Tage mit ihnen, ist dann eingeladen zu einem anderen Kollegen, Simon, gehen alle zusammen bei dem Simon vorbei. Jesus spricht und lehrt. Ein sehr schwieriges Thema, wo alle hören, wo alle wissen, aber doch nicht glauben. Jesus weiß Bescheid. In ein paar Wochen werde ich sterben. Und er spricht immer wieder über das Thema. Ihr habt sicher gehört von dem Konflikt zwischen Maria und Martha. Dass Maria geht zu Jesus und sie lässt zu, währenddem das Martha ist am Kochen. Die Tatsache ist, es ist am Ende von Jesus das Leben. Jesus spricht von seinem Tod, was Maria zulässt. Jesus erzählt, dass er der Messias ist, dass er der König ist. Und Maria hat alles gehört. Sie hat alles mitbekommen. Sie hat all ihre Fragen gestellt. Sie weiß es. Und ich glaube, sie hat schon ein paar Mal gefragt, habe ich richtig gehört? Sie hat es wirklich gesagt. Der Sohn Gottes muss sterben. Nach 3 Tagen, er steht wieder auf. Dass der Sohn Gottes ist gekommen und zum letzten Opfer werde. Ist es wirklich so? Und ich glaube tatsächlich, diese Frau hat kapiert. Ich bin überzeugt, bei ihr hat ein Aha-Moment gegeben. Bei ihr hat etwas geschnallt. Ja, das ist wirklich so. Er muss sterben, auch wenn es schmerzhaft ist. So was macht sie? In all die Evangelien, Markus, Matthäus, Lukas und Johannes, steht ein Beispiel, eine Geschichte von einer Frau, die Parfüm oder Öl nimmt und Jesus mit dem salbt. In dem Markus Evangelium, Kapitel 14, wir lesen die folgendes. Ich würde gerne die Vers mit euch lesen. Markus 14. Jesus war in Bethanien bei Simon, den Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem voll echtem, kostbaren Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das? Diese Öl soll so verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkauft und das Geld an Armen gegeben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lass sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun,
so oft ihr wollt, mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie könnte. Sie hat meinen Körper im Voraus von meinem Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Wir können von der Frau viel lernen. Das Erste, was sie macht. Sie nimmt Öl. Sie geht daheim. In Markus, wir haben keinen Namen. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 12, sagt Johannes der Maria. Maria geht heim. Sie nimmt das beste Parfüm oder Öl. Das ist nicht gemischt mit Alkohol. Der kann nicht einfach so verschwinden. Das ist ein pur, ganzes, echtes Parfüm. Johannes sagt, es war ein ganzer Pond, es war ein grosses Gefäß. Sie geht zu Jesus. Niemand hat ihr gesagt, sie soll das machen. Niemand hat von sie erwartet. Sie steht nicht unter Druck. Niemand hat gedacht, hey, das wäre nicht schlecht. Sie hat keine Stimme vom Himmel gehört. Salbe ihn. Sie hat nicht eine Berufung gespürt, ich soll Jesus salben. Nein, nicht. Sie hat entschieden, ich will den Messias salben, weil er ist der Messias. Ich mache das auf meine eigene freie Will, eigenen Wunsch, eigene Gedanken. Wie oft höre ich als Pastor, ja, ich weiß es nicht, ob ich so den Dienst mache. Ich weiß es nicht, ob ich so da gehe. Ich weiß es nicht, ob das wirklich meine Berufung ist. Ich soll das machen, weil das habe ich nicht mitbekommen. Das hat Gott mir nicht gesagt. Und wie oft denke ich, muss er immer wirklich, ja, gibt es gewisse Berufungen, Aufträge, Aufgaben, wo er sehr klar sagt. Aber es gibt auch viele Sachen, wo er nicht sagt. Er wird einfach erleben. Wie eine Frau und Mann. Wenn eine Frau wird alles ihrem Mann sagen und buchstabieren, was sie gern von ihm haben. Ich habe schon angefangen zu lachen. Ihr wisst, was ich sagen will. Manchmal, wir freuen uns, oder wir würden gerne, dass der Mann etwas macht, was er selber überlegt hat, ohne dass man etwas gesagt hat. Und der Mann ist genau gleich. Er würde sich wünschen, dass die Frau etwas für ihn macht, ohne dass er alles sagen muss. Und Gott ist genau gleich. Er würde sich wünschen, dass wir etwas für ihn machen, ohne dass er alles sagt. Es gibt eine Bibelstelle im Psalm, im Alten Testament. Frag mich nicht, wo das ist, könnt ihr googlen. Wo Gott sagt, wenn ich Hunger hätte, würde ich dir nicht sagen. Wenn ich Hunger hätte, hätte ich dir nicht gesagt. Manchmal erfreut sich, dass wir etwas für ihn machen, ohne dass es jetzt klare Stimme von Himmel kommt und eine Berufung ganz klar vor uns steht. Und die Frau genau macht das. Ohne Druck, ohne Ruf, ohne Aufträge, ohne Erwartung. Sie hat nicht sich beweisen. Im Gegenteil. Sie macht sich verletzbar. Sie nimmt ein extremes Risiko an, als jüdische Frau in einem Zimmer voller Männer eintreten, hast du nicht dürfen. Du hast nicht einfach eine Mahlzeit mit Männern zusammen geniessen. Nein. Die haben ihr eigenes Zimmer, du hast dein eigenes Zimmer. Und dann, du gehst in das Männerzimmer rein und du berührst einen Mann. Das ist illegal. Das darfst du nicht. Du darfst einen anderen Mann, der nicht dein eigener Mann ist, nicht berühren. Und noch schlimmer macht sie tut ihre Haare fließen. Mit ihren Haaren wäscht und trocknet Jesus seine Haare. Also Frau, du darfst deine Haare nicht zeigen. Das ist ein Zeichen von immoralischer Haltung. Sie macht alles falsch. Nach jüdischer Kultur, nach jüdischem Gesetz, nach damaligem Ritual macht sie eigentlich alles falsch. Wieso? Wieso nimmt sie das sich an? Hätte sie nicht anders machen können? Weil sie weiss,
So wie Leila gesagt hat, in der Markus seit 2 Tagen wird mein Herr, mein Gott, der Messias, der König sterben. Das ist meine letzte Chance. Ihn salben, weil er ist tatsächlich Messias. Der Salbung im Alten Testament hat eine sehr spezielle Bedeutung. Es ist nicht Zufall. Nicht jeder kann einfach jeden salben. Es ist einfach ein bisschen Öl mit dem Kreuz, sondern der König wird gesalbt. Der Hohepriester, einmal im Jahr, bevor sie den Allerheiligsten eintreten, wird gesalbt. Ein Prophet wurde gesalbt. Der Samuel nimmt Öl, er salbt Saul, er salbt David. Und das hat eine Bedeutung. Die sind Messiah. Ein König ist ein Messiah. Ein Prophet ist ein Messiah. Wieso sage ich Messiah? Weil das Wort Messiah heißt, auf Hebräisch Öl heißt Mischcha und der Gesalbte heißt Mschicha. Die Person, die ist durch Öl gesalbt. Und jeder, der gesalbt ist, ist es Messiah, der Gesalbte. Im Jesaja, wir lesen 61, Vers 1. Da sagt, der Geist Gottes, der Herr, ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Und Jesus nimmt den Vers und er sagt selber, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Tatsächlich, Amen. Heilige Geist hat Jesus gesalbt und er hat ihn einen anderen Messiah gemacht als alle anderen Messias vor ihm. Und als Jude haben wir auf diesen Messiah gewartet, der Gesalbte, der König, der Prophet, der Hohepriester. Aber niemand hat Jesus mit Öl gesalbt, außer eine Frau, wo jeder Evangelium kommt. Sie ist eine Frau, die die Rolle als ein Prophet annimmt und einen prophetischen Akt anfängt. Sie tut Jesus salben. Was schön ist, sie geht in ihre Wohnung, in ihr Zimmer, sie nimmt ein Öl, ihre kostbarste, teuerste, beste, höchste Vermogen für Jesus. Und sie lässt nichts zurück. Sie hält nichts zurück. Sie nimmt das Beste, was sie hat, und sie bringt es an Jesus. Und in allen 4 Evangelien steht geschrieben, dass sie ihre Gefäß zerbricht. Sie macht das ganze Gefäß kaputt. Ich meine, da ist viel Öl. Da ist viel Parfüm. Klar, das ist verschwindig. Hast du nicht ein bisschen ausleeren? Es wäre gleich. Man muss das Ganze zerbrechen. Ja, das hat sie müssen, weil sie nicht zurückhalten. Sie wollte alles geben, nicht nur ein klein, nicht nur ein Teil. Nur eine Hälfte von dem hat gelangt. Nur ein paar Tropfen hat gelangt. Nein, aber sie gibt alles. Alles. Halt nicht zurück. Meine Frau kam mir an. Eine ältere Dame hat der Regierung ich habe ein paar Mal die Geschichte erzählt, für alle, die wissen, dann hört nochmal. Die Regierung in der Wohnung von sie weggenommen. Und währenddem sie alles wegnehmen, ein Soldat hat ihr gesagt, Mutter, schau mal, mein Chef ist noch nicht da. Du darfst in deine Wohnung reingehen und Vermögen, Geld, Gold. Ich weiss nicht, was du willst, dann nimm es raus und ich tue es nicht in den Report schreiben. Sie bedankt sich, geht in der Wohnung. Ein paar Minuten später kommt sie raus mit ihrer Bibel unter ihrem Arm. Und sie geht zu dem Soldaten und sagt, das ist alles, was ich brauche. Gold, Geld, Dokument, Vermögen könnt ihr haben. Ich habe alles, was ich brauche. Sie kommt mit einer Bibel raus. Wieso? Weil sie sagt, ich kann alles. Ich habe meinen Jesus. Was mehr kann ich verlieren? Wie sehr wünsche ich mir persönlich, dass ich an einen Ort komme, wo ich mein Bestes, mein Teuerste, mein Höchste ihm gebe und sage, nimmst alles. Wow. Was für ein Vorbild ist diese Frau. Niemand hat erwartet, niemand gewünscht, niemand gesagt. Und dann sie gibt es nicht ein bisschen, ein Teil, Hälfte, gibt
alles, ihre ganze Vermögen. Es steht geschrieben, es sind etwa 300 Dinar. 300 Dinar mit unserem heutigen Geld wäre etwas zwischen 40.000 bis 50.000 Schweizer Franken. Ein Jahreslohn, ein Jahresvermögen. Und dann, der Judah, wir lesen über ihn im Johannes-Evangelium, er nennt ihn mit dem Namen, der Judah schaut ihn an und sagt, hey, was für eine Verschwendung! 40.000 Schweizer Franken! Wir können so viel etwas Besseres brauchen. Er ist ein Finanzleiter von den Jüngern, er hat die ganze Finanzen in der Hand, denkt, das Geld, was für eine Verschwendung. Und lustigerweise, weniger als eine Woche später, weniger als Tage später, er verkauft Jesus für 30 Silbermünzen. Wisst ihr, wie viel hat 30 Silbermünzen wert? Wollt ihr wissen? 1500 Schweizer Franken. Wenn wir vergleichen von damaligen Denar, werden etwa 5 Denar. Die Frau gibt 300 und er nimmt 5 Denar. 2% von was sie gibt. 2%. Und verkauft Jesus für das. Was für eine Verschwendung. Wie oft denken wir genau gleich, hey, was für eine Verschwendung. Gibst so viel Zeit in der Kirche, gibst so viel Zeit für Jesus, gibst so viel Energie, so viel Dienst, so viel für dir Opfer ist von Gott, was für eine Verschwendung. Er verdient alles. Und das Größte und das Beste ist das. Mit ihrer Tat, darf ich die nächste Folie haben? Ja, nein, der Daniel war gut. Ich kann nicht mehr suchen, wo ich in meinen Predigten bin, weil sonst das geht noch ewig. Mit der PowerPoint weiss ich, nach den 22 Wochen wird ein Gesalbter umgebracht, aber ohne Richterspruch. Das ist eine Verheißung, die Jesus selber auch braucht. Viele Theologen sagen, Jesus sagt, ihr Leben nicht schwer machen. Sie tut meinen Körper, meinen Fuß salben, wie sie tut mich vorbereiten für die Beerdigung. Das war auch eine jüdische Regel. Einfach, dass Sie wissen, die Juden hatten nicht so viel Erde gehabt. Sie haben ihre Toten nicht begraben, sondern in eine Schweizerdeutsch Hülle. Genau das. Ihnen da. Schwierig, weil okay. Und dann sind spezielle Öl auf die Körper da, damit der Körper schneller kaputt geht. Und dann, nach einer kurzen Zeit, kann er wieder alles aufräumen und dann begraben, wenn das Körper klein ist. Sie mussten spezielle Öl haben für die Beerdigung. Das war ein Ritual. Und Jesus sagt da, sie hat mich schon jetzt vorbereitet von meiner Beerdigung. Jetzt viele Theologen denken, das sagt Jesus, das ist seine Interpretation und er nimmt ihre Akten und sagt, das ist eine Salbung. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, Jesus hat ihr Herz gekannt. Ich glaube, Jesus hat ihre Gedanken gelesen. Ich glaube, Jesus hat ihre Absicht bewusst gewesen. Sie vorbereitet mich für meine Beerdigung. Sie macht es gut. Und überall, wo man von meinem Evangelium spricht, von meinem Tod und Auferstehung, sprechen wir auch über sie. Sie hat mich vorbereitet. Nein, nicht wegen dem Öl, sondern wegen dem, was sie mit dem zeigt. Sie spielt eine Rolle von Prophet. Kommt und sagt, du bist der Messias. Ja, aber da drinnen alle anderen haben auch gleich gesagt. Ich meine, Petrus sagt, du bist der Christus, Gottes Sohn. Das hat er auch gesagt. Ja, stimmt. Alle Jünger haben das gesagt. Viele Juden haben gesagt, du bist der Messias. Nicht nur sie. Was ist denn anders bei sie? Weil sie hat wirklich ergriffen, verstanden, der Messias muss sterben.
Der ist nicht der Messias, der mit Krieg und Blut kommt, mit Schwert und versucht, das weltliche Reich, das erdliche Reich besiegen. Er ist ein König, der Messias, der uns rettet, einmal für immer. Nicht nur von den Römern oder Griechen, sondern von den Mächten im Himmel. Der Teufel selber. Sie hat verstanden, der Messias, weil er hat gesagt, ich muss sterben. Er stirbt. Da ist der Messias. Er muss leiden. Sie hat es anders verstanden, wie alle anderen Jünger von Jesus. Vielleicht haben sie nicht wollen, verstehe ich auch wieso, sie haben nicht wollen, dass Jesus stirbt. Sie haben wollen, dass er kämpft. Und sie sind auch ready gewesen, zum Kämpfen mit ihm, auf seine Seite. Und ihr Frau ist ready gewesen und alles gegeben. Und sie wissen, er ist ein Sieger. Er wird auch verstehen. Meine letzte Folie. Sie macht hier 3 Sachen. Sie nimmt ihre Beste ohne Erwartung, ohne Druck, ohne Belohnung. Sie nimmt einen Stand von einem Prophet. Weil eigentlich ein Prophet soll salben. Und wir haben eine starke Frau, eine starke Prophetin, die sich entscheidet, der Messiah, der muss sich salben. Weil ihm gebührt die Ehre. Und ich muss das zeigen, ich muss nicht reden. Sie haben alle gesagt, sie haben genug geredet. All die Jünger von Jesus haben genug gesagt, du bist der Messiah. Jetzt tue ich das zeigen. Mit meinen Taten, nicht nur Worten. Und zwar, ich gebe mein Bestes, mein Höchstes, mein Wertvollstes. Alles, was ich kann, weil er ist würdig. Was für eine Lehre, was für ein Vorbild, was für eine Frau. Sie steht nicht einfach im Hintergrund, im Rand, wo eine kleine Rolle spielt. Nein, sie spielt eine enorm wichtige Rolle. Eine Rolle von einem Prophet, von einem Wegvorbereiter. Von einer dienenden Leiterin, von einer mutigen Frau, die alles gibt. Meine Frage ist, haben wir Jesus erkannt? Habe ich Jesus wirklich erkannt? Sage ich immer noch, das bist du bist Messias, du bist König, du bist Herr, du bist Retter. Ja und Amen. Aber was bedeutet das denn? Kann ich ihn, liebe ich ihn so sehr, dass ich mich verletzlich mache? Dass ich ein Risiko nehme für ihn? Dass ich alles gebe für ihn? Auch wenn mir alles kostet? Oder bin ich so wie der Petrus und Lazarus und der Judas? Und lustig, der Johannes sagt, nur Judas hat das gesagt. Aber alle anderen Evangelium sagen, all die Jünger haben sie fertig gemacht. All die Jünger, Jesu, haben sie fertig gemacht. Nicht nur der Judas. Wie schrecklich. Haben die immer noch nicht begriffen, er ist Gott. Der muss sterben. Habe ich das begriffen? Nicht nur im Kopf und logisch, sondern habe ich im Lieb. Mein Herr, mein Jesus, mein König, hat das Leben für mich gegeben. Das weiß ich. Aber was heisst es für mich persönlich? Er hat mich gerettet. Und er ist verstanden und er lebt. Und durch ihn bin ich frei. Bin ich nur eine Sklavin? Bin ich nur im Gesetz und Scharia und Tora? Sondern hey, ich habe Freiheit. Und wenn ich das verstanden habe, wirklich, was er gemacht hat für mich, was ist meine Antwort für ihn? Geben wir das, was bequem und leicht ist, was angenehm und einfach ist? Oder bin ich auch ready to geben? Ich weiss es nicht was. Niemand diktiert, niemand wartet. Niemand setzt sich unter Druck. Kommt keine Stimme vom Himmel, gib das und das. Nein. Was ist auf dein Herz? Was sagt dein Herz?
Was möchtest du geben? Es geht nicht um Geld, Zeit, Dienst. Ich weiß es nicht. Aber was möchtest du ihm geben? Und geben mal aus dem, was bequem ist, was nicht mega wehtut, ein bisschen wehtut. Also sind wir bereit, alles zu geben. Was kann man heute von der Maria lernen? Wenn ich und du in diesem Raum wären, hätten wir uns getraut, dasselbe machen wie der Maria? Hätten wir uns getraut? Mit Tränen und mit Haaren und mit alles, was wir haben, auf seinem Fuß, ihn berühren, anbeten, loben und einfach verherrlichen. Wir möchten das jetzt mit dem Abendmahl machen. Abendmahl ist eine Erinnerung an das, was Jesus für uns auf Kreuz gemacht hat. An der Pessach, 2-3 Tage vor seinem Tod. Jesus nimmt wie und sagt, nimmt das Brot erst und sagt, das ist mein Leib, der für euch zerbrochen ist. Nachdem sie das Brot gegessen haben, er nimmt wie und sagt, das ist mein Blut, der für euch vergossen ist. Nehmt das in der Erinnerung, den Bund, den ich mit euch gemacht habe. Wir haben einen neuen Bund mit dem Messiah und König. Wir steigen jetzt in die Zeit der Abendmahl. Und wenn ich darf euch ganz wenig herausfordern, bevor ihr Abendmahl nehmt, ihr könnt das Abendmahl nehmen, wieder auf euren Platz kommen und einfach ein persönliches Gespräch mit Jesus. Stell dir vor, du stehst vor dem Tor in dem Zimmer und triffst den Herr, den Messiah, den König. Was möchtest du für ihn heute machen? Nicht, was er von dir erwartet, ich glaube nicht. Aber was liegt auf dein Herz, wo du sagst, das würde ich dir geben? Vielleicht ist es nur ein Lobpreis, vielleicht ist es nur ein Wort, vielleicht ist es nur sagen, ich habe dich lieb. Eine Proklamation, eine Hingabe. Ich will dich ermutigen, wenn du keinen von denen hast, dann kannst du auch Jesus sagen, ich will dich besser kennenlernen. Jesus, tust du dich in meinem Leben offenbaren, damit ich dich so fest lieben wie Maria. Aber ich will dich kennenlernen. Noch mehr, noch tiefer, noch besser. Ich möchte gerne für das Abendmahl beten und wir steigen in der Zeit von Lobpreis und Abendmahl. Als Kirche, als Leib Jesu Christi, wenn wir zusammen sagen, proklamieren, Jesus, wir lieben dich. Du bist alles wert und du bist würdig. Du bist einfach genial. Und ich bitte, Jesus, tust du dich auch noch mehr in unserem Leben offenbaren. Wir wollen dich noch tiefer, noch besser kennenlernen, hören, spüren und erleben. Wir brauchen dich so sehr. Merci, Herr Jesus, für dein kostbare, teure Blut. Merci für dein Opfer. Merci, dass du mit deinem eigenen Körper, Leib und Blut hast uns freigekauft. Uns Tochter und Sohn Gottes gemacht. Erbe Gottes. Wir loben und preisen dich dafür. Und wir nehmen das an. Dass durch deine Wunden wir sind geheilt und vergeben.